Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beholder. Wir haben soeben Jacob Manischek ins Gefängnis gebracht wegen illegalem Drogenhandeln oder Drogenerstellung. Tote Worte. Das Ministerium der Wahrheit hat ein erhöhtes Interesse an philosophischen Büchern festgestellt, darunter Werke von Paul Williams, der vor einem Jahrhundert starb. Seine Schriften beschreiben veraltete Ideen, die erwiesenermaßen unrealistisch sind, und doch bleiben sie in den Köpfen der Menschen. Das Ministerium glaubt, dass die Vorstellung einer Gesellschaft ohne Regierung, in der die Menschen freie Entscheidungen treffen können, gefährlich ist und diese in all ihren Formen zerstören werden soll. Die Stimme der Wahrheit. Die Tatsache, dass unsere Gesellschaft im Großen und Ganzen in der Lage ist, Paul Williams' Idee zu verstehen, beweist sein einzigartiges Talent und seine Fähigkeit, die Dinge simpel auszudrücken. Wir sollten das Interesse an den großen Denkern der Vergangenheit fördern, wenn wir Fortschritt und einen Dialog zwischen dem Volk und der Regierung wollen. Philosophie ist Schwachsinn. Ich weiß nicht, was es mit dem zu tun hat. 274536. Ich weiß nicht, was es mit dem zu tun hat. So. Hä? Reparieren. Unvermählte. Berühmte Herzrichter sucht Wohnung auf Langzeit. Möchte ein Kammer für ein paar Wochen Mieter. Wir nehmen den Alois Park. Alter Arzt als Beruf, Alter 47. Berühmte Herzchirurg sucht Wohnung auf Langzeit. Anstand garantiert. Ja, klingt doch nicht schlecht. Verordnung vom 3. Die Verwendung von Fremdenwährung ist illegal. Es ist illegal, Bücher von Paul Williams zu lesen. Verordnung. Okay. Das Ministerium anrufen. Das Ministerium. So, wir reden nicht. Wir rufen das Ministerium an. So. Das ist eine Telefonnummer. Bestätigen Sie, das Spiel beendet zu haben. Was? Das ist ja cool. Ministerium für Ordnung. Glückwunsch, Ihre Aufgabe war ein voller Erfolg. Als Belohnung werden wir folgende Summe auf Ihr Konto überweisen. $1000 und 250 Reputation. Bedenken Sie, wenn Sie einen Anruf des Ministeriums für Ordnung verpassen, erhalten Sie ein Bußgeld. Sie müssen sich zu jeder Zeit in Ihrer Wohnung befinden und den Hörer des Telefons abnehmen, wenn es klingelt. Selbst wenn Sie sterben. Verstanden? Ja. Sie sind den Gesetzesbrechern losgeworden. Holen Sie jetzt die Meinung Ihrer Mieter über Schimmer ein. Finden Sie heraus, was andere Leute über ihn denken. Dokumentieren Sie seine Charakteristiken, nachdem Sie mit der Umfrage fertig sind. An die Arbeit. Jupp. Erstmal hier. Beim alten Ehepaar. Also ja, alt ist es ja nicht. Das alte Ehepaar ist hier oben. Aber die Kamera ist schon installiert. Das ist schon mal gut. Oh. Hallo?
Nach dem Mann fragen. Wie geht es Ihrem Mann? Er schien verstimmt zu sein. Er fühlt sich nicht gut. Er hat ein Paket mit einer Filmspule bekommen. Klaus fotografiert gerne. Das wird ihn aufheitern. Okay. Hallo. Hey. Bleib mal stehen. Hallo. Ich bin hier, um mich vorzustellen. Ich bin Karl, der Hausmeister. Es ist mir eine Ehre. Nein, Name ist Dr. Alois Spock. Ich bin Arzt. Sie müssen von mir gehört haben. Die ganze Stadt hat das. Natürlich habe ich das gehört. Sie sind der berühmte Herzchirurg. Bitte loben Sie mich nicht. Ich habe nur meine Pflicht getan. Selbstverständlich haben Sie das. Das ist super. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie etwas brauchen. Oh, was für Probleme sollte ich haben? Einsamkeit, Heizung kaputt, Ratschlag über einen Patienten, nicht mehr weiter wissen bei einer Operation. Es gibt viele Sachen. Nichts. Sie haben so viel zu tun. Sind Sie in Ordnung? Oh, beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt. Die Patienten prügeln sich um mich. Sind Sie Arzt? Das ist die eine, keine zweite. Das ist die eine. Keine Zweifel bitte. Ich kann sogar Gesunde heilen. Ich würde sagen, besonders gesund. Irgendwelche Bildung? Machen Sie Witze? Ich habe mein Leben der Heilung von Menschen gewidmet. Ihre Zweifel verletzen mich. Entschuldigung, ist eine anspruchsvolle Arbeit. Wie können Sie nur? Hier ist ein gutes Mittel zur Entspannung. Mäßigen Sie sich. Alkohol. Whisky. Ja, mein Sohn wollte mich noch sprechen. Ja, Vater. Brauchst du etwas? Ich habe ein Problem, Vater. Was möchtest du? Die Wirtschaftskurse haben begonnen und uns wurde eine Liste von Büchern zum Lesen gegeben. Die Bücher, die ich für die Schule brauche. Ich war ein Buchladen, aber sie haben diese Bücher nicht. Ich habe gehört, dass es auf dem Markt Gebrauchte gibt, aber die kosten ein Vermögen. Kannst du deine Freunde fragen? Vielleicht hat jemand, den du kennst, diese Bücher. Du sprichst mit klugen Menschen. Ich überlege, was ich für dich tun kann. Ich habe keinen einzigen Kurs für was so gut. Das ist schon das. Das ist schon das, was ich weiß. So, Martha. Nee, nicht Martha. Hey, Schatz, bleib mal stehen. Was ist, Karl? Heimische Probleme. Ich brauche Hilfe, Liebling. Ich kann keinen Kochtopf finden, der groß genug ist. Ich habe überall gesucht, aber keine Ahnung, wo sie dann sein könnte. Vielleicht hat es jemand gestohlen. Sollen wir die Polizei rufen? Die Polizei wegen eines alten Kochtopfs anrufen? Ist doch lächerlich. Denk gar nicht erst daran. Du musst es in unserem alten Haus gelassen haben. Okay, wenn du meinst, kannst du die Mieter nach einem Kochtopf fragen. Hoffentlich werden sie den neuen Hausmeister nicht ablehnen. Ich werde Kompott für Martha kochen und sie zurückbringen. Gut, ich frage die Nachbarn nach einem Kochtopf. Mit der Ehefrau sprechen habe ich doch jetzt. Hallo? Noch Klaus Schemmer fragen. Lieber Karl, ich bin froh, Sie zu sehen. Wie geht es Ihnen? Und wie geht es Ihrer Familie? Alles super, danke. Ich wollte gern... So viel Freude, das ist eine Seltenheit heute. Ich beruhige mich schon, Alois.
Ich möchte über Folgendes reden. Louis, Sie können nicht für die ganze Welt sorgen. Der Staat kümmert sich um alles. Um uns. Wegen Ihres Nachbarns. Aber nein, ich sorge mich weiter um unsere Nachbarn. Ich meine, um alle Menschen. Wissen Sie was? Oh, Entschuldigung, ich habe mich verplaudert. Worüber wollten Sie mit mir sprechen? Über Klaus Schimmer aus Wohnung 1. Ich bin hier gerade erst eingezogen. Ich habe noch nicht alle meine Nachbarn kennengelernt. Ich bin mir sicher, dass sie alle gute Menschen sind. Und Ihr, Strauß Hieler ist auch ein guter Mensch. Klaus Schimmer. Natürlich. Wenn der liebe Herr Schlimmer doch nur weniger rauchen würde. Rauchen ist tödlich. So, er raucht. Was ist Karl? Über den Topf sprechen. Hä? Hast du einen Kochtopf gefunden, Karl? Ich habe alles für den Kompott vorbereitet. Noch nicht. Leg das nicht ab, okay? Entschuldigung, dass ich... Sind Sie doch ein geliebter Mensch, Klaus. Wo kann ich Lehrbücher für Wirtschaft finden? Die Universität gab meinem Sohn eine Liste von Büchern zum Lernen, aber keiner der Buchleuten führt sie. Die Bibliothek ist eine Möglichkeit, aber die Schlange ist immer sehr lang. Oh, das Problem mit der Bibliothek ist mir gut bekannt. Es ist nicht nur die Schlange, die Bibliothekare sollten sie auch mögen, wenn nicht, schicken sie einen ohne Erklärung fort. Aber ich kann Ihnen helfen, ich habe Bücher von damals, als ich im Zählamt gearbeitet habe. Ich wäre glücklich, wenn Sie Ihrem Sohn beim Lernen helfen würden. Jeder sollte eine höhere Bildung anstreben, zu schade, wie wenig Menschen diese Meinung teilen. Sie haben meinen Sohn gerettet. Vielen Dank, Klaus. Nicht nur mein Sohn, meine Brieftasche auch. Nach dem Kochtopf fragen. Haben Sie einen Kochtopf, in dem man Kompott machen kann? Sprechen Sie besser mit meiner Frau Maria. Ich weiß nichts über Haushaltsthemen oder Geschirr. Ich muss jetzt in einem Tabakladen arbeiten. Die Decken sind so niedrig, ich muss meinen Kopf einziehen. Ich habe Chefökonom gearbeitet, aber das ist schon lange vorbei. Nach dem Verdacht der Behörden fragen. Finden Sie Wirtschaftsbücher für Patrick. Wolken ziehen auf. Ich wette, ich werde beschuldigt, regierungsfeindliche Tabak verkauft zu haben. Haben Sie etwas verwechselt? Haben Sie etwas verwechselt? Es ist alles wegen der Wohnung. Ich weigerte mich, sie aufzugeben und wurde schreckliche Dinge beschuldigt. Alles Gute, Karl. So, wir machen jetzt wieder Pause. Pause. So. Über wen haben wir denn jetzt Infos? Über ihn, Fotografie und raucht Pfeife. Über ihn haben wir noch nichts. Sie ist Köchin und er ist Angler. Also da wird noch manches mit der Ehefrau sprechen, das habe ich doch. Okay. Maria, dich brauche ich. Hallo. Nach dem Kochtopf fragen. Ich möchte Sie um etwas bitten. Könnten Sie mir einen Kochtopf leihen? Meine Frau will Kompott kochen, aber unser Kochtopf ist beim Umzug verloren gegangen. Ich habe einen passenden Kochtopf. Hier, bitte. Das ist ja mal einfach. Danke, wir bringen sie zurück.
Das ist nicht nötig. Mein Mann und ich leben alleine und wir fassen das nie an. Nehmen Sie das bitte als mein Geschenk zum Einzug. Wow. Wo ist denn Patrick? Da oben. Verlorenes Spielzeug. Was ist passiert, Süße? Etwas ist passiert, Papa. Ich habe Naira verloren. Es ist nirgends zu finden. Wer ist Naira? Hallo? Du bist ihr Papa? Weißt du es nicht? Das ist meine Puppe. Das ist meine Lieblingspuppe, Papa. Wirst du mir helfen, sie zu finden? Du hast mir Angst gemacht, Martha. Wo hast du zuletzt damit gespielt? Zu Hause. Naira ist zu klein, um hinauszugehen. Finde sie bitte. So. Hier ist sie nicht. Im Bett. Hier ist sie auch nicht. Sicher im Schrank. Hier ist sie auch nicht. Schrank. Ja. Was ist, Karl? Über den Kochtopf. Hast du einen Kochtopf gefunden, Karl? Ich habe alles über den Kompott vorbereitet. Ja, Maria Schimmer aus Wohnung 1 hat uns gerettet. Spar nicht mit Zucker beim Kompott. Letztes Mal war er total wässrig. Es ist total wässrig, weil wir weder Zucker noch Äpfel haben. Na gut, Äpfel darfst du nicht haben. Es ist nicht meine Schuld, dass du keine Zuckerkarte bekommen hast. Kopf hoch, mein Herz. Jetzt haben wir genug Zucker. So. Spielst du mit mir? Nicht jetzt, Martha. Wie heißt deine Puppe? Ich vermisse Naira so sehr. Wirst du sie finden? Ich habe sie schon gefunden. Hier ist sie. Danke, Papa. Ich habe mir eine tolle Spiel ausgedacht. Möchtest du, dass ich dir davon erzähle? Naira wird Bergarbeiterin. Berggraben unter Schutt und ich werde die Retterin sein. Ja, so geht sie wieder verloren, meine Tochter. Was für ein Spiel. Vielleicht spielst du besser mit Bauklötzen. Ich habe eine Kohlemine aus Bauklötzen gebaut. Oh. Okay. Was geht hier? Hallo? Hallo? Lass den Mann fragen. Vom Mann erzählen. Er ist ein guter Mensch, das müssen Sie doch erkennen. Über wen muss ich eigentlich Infos finden? Mit Mark Warneck sprechen. Klaus Schimmer muss ich sprechen. Es ist ein guter Mensch, das müssen Sie doch erkennen. Aber er ist ein ehrlicher Mann und wird nie gegen sein Gewissen handeln. Solche Leute sind hier allerdings nicht gern gesehen. Okay. Dann gehen wir mal hier klopfen. Wenn wir hier noch den Sohn treffen, dann gehen wir noch den Sohn an. Niemand drin. Und dann haben wir Zeit. Genau. Bericht Nummer 1. Zielperson. Da gibt es keine neue Verordnung. So. Wir warten hier. Hallo. Sohnemann. Auf der Straße. Genau. So. Ja, Vater? Über die nach Schulbüchern fragen. Hast du etwas über die Bücher herausgefunden, Vater? Hier sind deine Bücher.
Wow, ich mache mich an die Arbeit. Solchen Reichtum hätte ich mir nie erträumen lassen. Ich werde nicht mehr zum Rattennest gehen. Hm? Zur Bibliothek, meine ich. So, okay. Ja, ich gehe nochmal hier oben klopfen und sonst werden wir das in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, tschüss, ciao, ciao.